Habe der und grüß Gott zu einer neuen Folge Warlegs und ich glaube es sind Warlegs vom April 2021. Ich bin mir da nicht so ganz sicher, weil es wisst ja mittlerweile haben wir da sehr das Verhau drinnen, aber wird schon passen, Corby, du schneidest den richtigen Monat ein, wenn es ist. Ja. Und heute haben wir eine besondere Warleg-Folge, weil wir heute das erste Mal einen Gast bei unseren Warlegs dabei haben, und zwar den Flo. Der Flo ist der Veranstalter vom unglaublich geilen Hardline-Filmfestival, und ich sage jetzt nicht nur, weil der Flo dabei ist, sondern weil es wirklich unglaublich geil ist und wir uns jedes Jahr wie scheiße drauf gefreut haben. Flo, habe die Ehre, geil, dass du da bist. Stell dir mal kurz vor, bitte. Servus miteinander. Ja, hast ja schon alles gesagt über mich. Und darüber, was ich so treibe in meinem Leben. Also ich bin der Flo, ich mache das Hardline-Filmfestival seit mittlerweile 2010 und habe mein Faible im Horrorfilm entsprechend. Bin nebenher auch noch oder hauptberuflich eigentlich Kinobetreiber in Regensburg bei den Kinos im Andreastadl, die zusammen mit einem Kumpel betreibe. Der hat ein stärkeres Faible fürs Arthouse-Kino, weil wenn ich da allein die Macht hätte, dann tat's bloß ein Splatterfilm. Und das will auch keiner. Ja, nichts schlecht. Deswegen braucht man Ergänzung und ich bin die Hälfte vom Andreastadl. So. Sehr cool. Und der Kollege, wer ist das? Der Josef Lommer, der Mike darf ihn auch kennen. Genau, Grüße gehen raus, falls er uns zuhört. Weiß ich nicht, ob er zuhört. Der ist kein so ein Podcast-Fan eigentlich. Okay. Es gibt solche Leute noch. Ja, aber das hat sich bis jetzt bei jedem geändert, der von uns eine Folge gehört hat. Das ist magisch. Das ist echt unglaublich, wie krass gut wir sind, dass wir Leute bekehren. Ja, ich habe jetzt erst auch keinen Podcast gehört, gell? Und seitdem liege ich halt immer voll geschwitzt und lüsternd im Bett und höre ich 10-mal. Das ist, diese Nachrichten kriege ich ohne Ende. Meistens zwar von Frauen, aber es sind immer wieder auch Männer dabei, ja. Das liegt an deiner Stimme, habe ich schon mal gehört. Ja, das ist tatsächlich wahr, ja. Ich kann da sogar einen Screenshot aus dem Chat einmal posten, aber wegen Datenschutz darf ich nicht. Aber es ist wirklich, also ich kann es euch einmal sagen, wenn es ist. Wie, da kann ich sich mit einem Chatbot unterhalten, ja. Was? Möchtest du etwas sagen, dass die Damen, die mir auf Instagram die ganze Zeit folgen mit dicken Busen, gar nicht echt sind? Doch, die sind alle echt. Echt. Podcast mich an. Yeah, bin ich cool. Ja, ich habe so viele Chicks am Start. Pup, pup, pup. Ja, Flo, danke kurz für die Einführung. Jetzt machen wir der Mike und ich mal kurz weiter, dass du sagst, wie die Warlegs eigentlich bei uns ablaufen, und dann macht der Mike allein weiter und dann machst du weiter. Da ich einfach mal sagen, wenn du Bock drauf hast. Wie ihr wollt, ich bin ja ein Sklave. Ah, sehr schön. Ja, und wir sind es halt dann wieder, wenn wir vor Ort einmal beim Festival sein dürfen. Das ist ein Angebot. Eine Hand wäscht die andere, und wenn es bei Supernatural heißt, nicht bei Supernatural, bei Superbad, gell? Superbad, ja. Supernatural, oh Gott. Ich hab Bilder im Kopf. Lass mal mein Handy aus dem Spiel, machen wir einfach weiter. Ja, weiter. Mike, was wollen wir mir erzählen? Du hast es organisiert, raus mit der Geschichte. Ja, wir haben von die unglaublich netten Damen und Herren von Leonine Entertainment den Film Boss Level gekriegt. Das Ganze nicht bloß ein Screening-Link, sondern wirklich eine vollwertige Blu-ray. Da geht auf alle Fälle ein netter Dank raus an der Stelle. Ich feiere den Film voll. Also, wer Filme mag wie Crank oder zuletzt den Guns Akimbo, der wird da auf alle Fälle bei Boss Level sei Freude haben. Conny, erzähl mir du, um was das überhaupt geht. Ja, bei mir, wir machen es miteinander, weil es eben auch für mich ein Warleg ohne Ende geil war. Bei dem Teil ist der Frank Grillo am Start und er stirbt ständig um 12:47 Uhr, glaube ich. Und er weiß nicht warum. Er wacht wieder auf und dann hat er schon auswendig gelernt, okay, jetzt kommt der Machete ins Gesicht, jetzt muss ich mich wegdrehen, heißen Kaffee ins Gesicht, jetzt kommt der Hubschrauber mit dem Minigun, rotzt es über die Über, er stirbt und dann ist wieder ein Count dabei, das 149. Mal ist jetzt er gestorben. Und bei dem Film geht es darum, dass er aufarbeitet oder eben nachforscht, warum er in dieser scheiß Zeitschleife gefangen ist, weil er es halt einfach nicht versteht, was da los ist. Und das Ganze auf unglaublich amüsante Art und Weise, sehr brutal, also er geizt nicht mit Schauwerten, und wobei er ab und zu einmal ein bisschen an Gas verliert, das müssen wir ihm vielleicht angreifen, aber das ist Nörgeln auf hohem Niveau, ansonsten legt er ordentliche Geschwindigkeit vor, und ja, mehr zur Story gibt's eigentlich nicht zum Sagen, außer das, dass er ständig stirbt und nachforscht, warum das so ist, bis er es eben dann irgendwie rauskriegt.
Genau, das ist eigentlich so eine Action-Variante von täglich grüßt das Murmeltier. Im Endeffekt täglich stirbt Frank Grillo und wird bei jedem Kill eigentlich ein bisschen gescheiter und weiß, wie er seine Widersacher ans Leder kann oder wie er aus bestimmte brenzliche Situationen rauskommt. Das ist fast schon wie bei einem Videospiel, wo man dann immer wieder stirbt und respawnt und dann wieder ein wenig gescheiter ist. Da kommt der von der Seite und hin und her. Ja, und die Referenz an Videospiele gibt's auch zuhauf. Ich weiß nicht, du als Nintendo-Nerdboy wirst wahrscheinlich da einen Haufen rausgezogen haben, à la Street Fighter und so, oder? Ja, genau, in der Spielhalle, die brauchst du eigentlich gar nicht aufzählen, weil in der Spielhalle ist es halt so offensichtlich, wenn die Kamera durchschwenkt, diese ganzen geilen alten Automaten drinnen, da bist du halt sofort, leck, jetzt muss ich ausschalten, muss man mit dem Super Nintendo auspacken, weil es nicht hilft. Und halt auch, wie du schon sagst, die ganze Aufmachung ist einfach cool gemacht, wie beim Spiel. Er stirbt und weiß, okay, jetzt kommt das da, dann stirbt er wieder, okay, jetzt muss ich das da. Irgendwann kommt er einfach nicht weiter, wie es natürlich oft nur ist, außer bei Pro-Gamern wie mir, ich komme immer durch. Dann sucht er sich, Anführungszeichen, eine Nebenquest, damit er leveln kann und was Neues lernt, damit er dann den finalen Boss da besiegen kann. Genau. Erinnert stark an so eben an so Spieleflair, ziemlich geil, und für Gamer ist es halt dann gleich nochmal ein kleiner Grund mehr, sich den Film anzuschauen. Voll, auf jeden Fall. Und das Coole ist auch, dass sich der Film im Endeffekt auch null ernst nimmt. Also der weiß immer, wo er ist, also eine richtig spaßige Actionkomödie. Wobei ich dann auch sagen muss, wo ich dann wieder auf die Brutalität zurückkommen muss, und die ist eigentlich nie sonderlich hart, aber es wird brutal viel gesplattert, aber es ist immer so mit einem Augenzwinkern oder mit einem Lacher verbunden, sei es ein Schwert in den Kopf abschneiden oder Schüsse ins Gemächt. Man kann immer herzhaft lachen. Das hab ich mir auch gedacht, Jim. Also er nimmt sich wirklich null ernst, der Film, und bei so einem Film muss es halt einfach so sein. Es gibt ja nur die, machen zwar so einen spaßigen Film und meinen dann aber Wunder, wie ernst das sein müssen. Nein, müsst nicht das Vollidioten. Es müsste geil sein, so wie es bei Boss Level ist. Einfach nur spaßig und das auch verstehe, dass die Leute lachen wollen und nicht irgendwie hier Mordsorn auf ernsten Ton dahinter machen. Und das macht der Film einwandfrei. Also ich bin die 1,5 Stunden durchgehend unterhalten gewesen. Übrigens, ich habe es mir als Aufgabe gemacht, den Wilhelmsschrei immer zu erwähnen, bei 1:24 hört man wieder. Wie ich mir angeschaut habe ich sofort an die Dinge müssen, aber ich denke, du schreibst das 100%ig aus. Ein Logo. Aber ich denke übrigens öfter an die nicht gerade, wenn ich das so schaue. Ah, okay. Sehr nett, sehr nett. Ich hätte jetzt eigentlich auch noch etwas Negatives im Endeffekt, das ist quasi CGI, wobei ich sagen muss, es passt, aber es stört mich nicht ganz so wie in andere Filme, weil der Film so viel Augenzwinkern hat, dass ich sage, das grottige CGI passt schon wieder zu dem Ganzen. Aber es sind ein paar Szenen dabei, wo wirklich ein cooler Autostunt geboten wird aber dann abgerundet von einer beschissenen CGI-Explosion. Also wo ich sage, wenn's schon den Autocrash macht's, dann macht's halt auch noch Pyrofeuer und dann ist alles gut. Das haben wir auch aber gedacht, gut. ja. Das sind so Sachen, das kann man dem Film ankreiden, und wirklich, wie du vorhin ganz am Anfang schon erwähnt hast, er verliert manchmal an Geschwindigkeit. Also es ist, er rotzt wirklich vor der ersten Sekunde weg die Action raus, und dann zieht er wieder mal ganz brutal die Handbremse an. Aber wie gesagt, das muss bei so einem Film dann auch mal sein. Und wie gesagt, der Schluss ist dann ein wenig rührselig. Das stimmt. Im Vergleich zum Rest vom Film. Aber im Großen und Ganzen kann ich eigentlich nur volle Empfehlung aussprechen. Ja, ich sag das auch so, also die CGI-Explosionen, die hätte ich mir ab und zu handgemacht gewünscht. Die Stelle, wo sie so geil im Bus reinballert. Ja. Bei dem Unfall, das schaut doch so geil aus, als hätten sie Puppen reinwerfen. Die finde ich irgendwie, die sticht so geil heraus, und dann kommt aber danach wieder irgend so kreiselige Rauchwolken, die mit dem Taschenrechner programmiert worden ist. Das da ich am Auge rein, und eben auch am Ende das Rührselige, das ist einfach so krass lustig und dämlich, wie der die ganzen Filme ist, so krass rührselig ist auf einen Schlag. Das ist so ein heftiger Kontrast. Genau. Hätte ich ein bisschen weniger auf die Tränendrüse gedrückt, aber ansonsten volle Empfehlung für Boss Level mit dem Frank Grillo und ein unglaublich geiler Mel Gibson am Start, finde ich. Voll. Auch mit neuer Synchronstimme, aber Mel Gibson wertet eigentlich jeden Film irgendwie auf. Ich muss ja dazu sagen, wo wir letztes Mal noch geredet haben über The Avengement, dass die so manche Actionhelden momentan ein wenig untergängen unter die ganzen Blockbuster mit dem The Rock. Frank Grillo hätte auf alle Fälle mehr Aufmerksamkeit verdient. Also wäre auch zwischen die ganzen Action-Szenen und Ding, der kann auch die emotionalen Parts spielen. Also ich mag den. Ich bin eigentlich immer wieder begeistert, wenn ich den sehe. Genauso geht's mir auch. Absolut cooler Schauspieler. Hoffe, dass ich ihn öfter sehe in große Produktionen. Auf jeden Fall. Oder halt die kleinen, richtig geilen. Richtig, so wie hier. Aber mehr kann ich eigentlich nicht mehr sagen zu dem Teil. Nein, ist alles verzeiht. Auf alle Fälle kriegt er von mir eine Empfehlung. Von mir auch. Haut's euch rein, da habt ihr einen riesen Spaß damit. Und ja, dann mache ich gleich weiter mit dem nächsten Film, oder? Das kannst du gerne machen.
Okay, und zwar habe ich noch gesehen, Greenland von 2020 mit dem Gerard Butler und der Morena Baccarin. Ja, ich bin normal kein riesiger Fan von so Katastrophenfilme der Richtung Roland Emmerich. Und von sowas bin ich eigentlich beim Einlegen von Greenland, auf sowas hätte ich mich eigentlich eingesteckt gehabt. Wo ich aber dann gekriegt habe, ist schon so eine Art Survival-Thriller. Also es soll ein Asteroid auf die Erde stürzen, am Anfang nimmt es keiner so richtig ernst und die Flugbahn wird so berechnet, dass der Asteroid an der Erde vorbeizirkt und sie eigentlich nur ein paar, Steine auf die Erde zu bewegen, die wo quasi ein bisschen Zerstörung anrichten, aber im Endeffekt dreht sich das Ganze und die Erde ist dem Untergang geweiht. Und der Gerard Butler und seine Familie kriegen einen Anruf im Endeffekt oder eine Nachricht. Sie haben ausgewählt worden per Zufallsprinzip. Sie müssen sie zur bestimmten Uhrzeit, an einem bestimmten Tag, an einem Bunker einfinden und da werden sie quasi dann im Endeffekt gerettet, weil in der Oberfläche wird nimmer viel überleben können nach dem Meteoriteneinsturz. Ja, und so entbrennt dann so eine Hetzjagd mit der Road-Movie-Touch, weil die quasi versuchen müssen, dass durch einen Haufen Probleme sie durchkämpfen und auch familiäre Probleme überwinden. Und ja, also wirklich, ich bin die 2 Stunden, wo der Film dauert hat, Fingernägel kauend auf der Couch gesessen. Ich habe das nicht erwartet. Ich meine, das war so eine locker flockige Sonntagnachmittag-Unterhaltung, aber dabei hat der Film richtig Tiefgang gehabt. Die Action war brutal gut inszeniert und ist richtig bei die Charaktere dabei, weil es eigentlich alle total liebenswerte und nette Charaktere sind. Und wenn man dann auch sieht, gut im Vergleich zum Anfang, wo sie alle jetzt kriegen und wo man sieht, dass die Familienverhältnisse hübsch erschüttert sind, wie sie dann alle wieder zusammenraufen. Ja, ich war begeistert. Also er kriegt auf alle Fälle von mir eine totale Empfehlung. Ich hab den auch gesehen. Hast du da auch gesehen? Ja, war. Und was sagst du? Sag ich, so wie du, ich war auch sehr positiv überrascht. Ich meine, da kommt so ein No-Brainer à la Emmerich, der einfach nur Schauwerte zum Bieten hat. Wenn man das gern sagt, wird weit auseinanderbricht, aber da ist mehr dahinter gewesen. Fand ich cool. Auf jeden Fall. Sehe ich also. Gut, beim Schluss ist es wieder so eine Sache, das ist dann vielleicht ein wenig zu viel des Guten, aber im Endeffekt kann man den Film super gut anschauen. Also eine Empfehlung von mir an der Stelle. Und ich habe noch so eine richtige Arschbombe, also Wolek war der schlecht, und zwar Thunder Force. Oh Gott. Vom Ben Falcone, dem Mann von der Frau Melissa McCarthy, die auch die Hauptrolle spielt. An ihrer Seite die Oscar-prämierte Octavia Spencer. Das Ganze ist Netflix-Produktion und läuft auch auf Netflix. Ja, das ist so eine Art Superhelden-Persiflage. Die Melissa McCarthy wird quasi durch blöde Umstände oder durch ihre eigene Blödheit in so ein Superheldenprogramm integriert und sie kriegt dann Superkräfte und soll ja dann gegen so Supermutanten, die sich auf der Erde befinden, kämpfen. An ihrer Seite ist eben die Octavia Spencer, die wo auch Superkräfte hat und miteinander ergeben es dann die Thunder Force. Ja, nicht anschauen. Also das ist wirklich so ein Ding, wo ich sage... Wie wird das jetzt ein Wolek, war der toll? Nein, ich habe gesagt, das wird ein Wolek, war der scheiße. Also Arschbombe ist gesagt. Eine richtige Arschbombe, ja. Okay. Also wirklich... Eine Arschbombe kann ja was Positives sein. Ich wollte gerade sagen, wenn du die Weiber gut am Rand nass spritzt, wie du es früher gemacht hast, dann war es eigentlich was Gutes. Ja, jetzt hab ich jetzt voll gewundert. Okay, jetzt spricht er echt über den Film. Nein. Also wirklich nicht anschauen. Er macht wieder groß Spaß. Ein paar Lacher hat er dabei, aber gut, ein blindes Huhn und Korn und so, wie Sie sehen. Aber die Körner fressen das Huhn, ja. Genau. Und also Ben Falcone soll halt aufhören mit dem Ganzen. Das wird nix. Also ich weiß nicht, ob der jemals schon mal einen guten Film abgeliefert hat. Octavia Spencer, dass sie die für sowas hergeben hat, im Endeffekt ist mir auch ein riesiges Rätsel. Und ja gut, Melissa McCarthy macht das, was immer tut. Sie kriegt den Minutentakt aufs Maul und das 1000-mal hintereinander, bis halt irgendwann einmal so ein Schmunzel auskommt, wo du sagst, ja, was kann die jetzt nicht noch als Einstecker? Aber im Endeffekt nervt die Tante ja so, dass du um jeden Schlag in ihr Gesicht froh bist. Aber warum hast du dir den angeschaut? Weil ich von jedem Träger Muster brauche. Und wenn ich dann lese, okay, Melissa McCarthy, und die hat ja auch teilweise auch ein paar Filme dabei, wo man sagen kann, okay, kann man mal schmunzeln, so wie den... Lüge! Den Agentenfilm. Was ich wirf die aus. I Spy war lustig. Klappe. Und Strahl mit dir. Ja, und dann haben wir gesagt, meine Frau und ich haben mal gesagt, gut, Sonntagnachmittag haben wir uns das Ding einmal rein. Und ja, wir haben beide gesagt, Arschbombe. Okay. Das war's. Der nächste bitte. Das war's. Ja, dann lassen wir doch mal unseren Gast am Vortritt, oder?
Bitte? Ich bin schon nicht mehr da, ich hab schon aufgelegt. Bin schon lange raus. Wie du mit Kaffee gehört hast, dass du auf den roten Button drückt, oder? Tatsächlich war Netflix eher mein Problem. Aber mein Warleck des Monats ist tatsächlich auch Netflix und vieles von dem, was du gesagt hast, Mike, hätte auch auf meinen Film zutreffen können und jetzt glaube ich, wisst eh schon, auf was es hinausläuft. Mein Highlight dieses Monats war Love and Monsters auf Netflix. Ja. Den ich sehr, sehr gern mochte. Regisseur bei der ganzen Geschichte war der Michael Matthews, ein Südafrikaner, der vor 3 Jahren beim Hardline Festival einen Film gehabt hat, nämlich Five Fingers from Marseille. Der also ein bisschen so ein Western-Geister-Film war, ohne Western zu sein und ohne Geister. Also man kann sich genau nichts darunter vorstellen. Und das war für mich einer der besten Filme des Jahres. Und dann haben wir da gezeigt, zur Primetime am Samstag um 20 Uhr und haben viel Kritik dafür einstecken müssen. Und ich habe mir dann gedacht, so, ja, habt ihr den gleichen Film gesehen wie ich? Der war doch super, was ist eigentlich euer Problem? Und jetzt hat er es halt gezeigt, dass er tatsächlich einen Mainstream-Ton treffen kann. Und das freut mich irgendwie so, wenn man so sein Underdog vorher schon hoch eingeschätzt hat und dann die Blume dann doch erblüht. Das hat irgendwie was. Und erblüht ist die Blume dann auf Netflix, leider. Der hätte ich lieber im Kino gesehen. Und die Story ist, dass, kann man kurz zusammenfassen, ein Asteroid auf die Erde gerast ist und gedroht hat, die ganze Spezies oder die herrschende Spezies hier auszurotten. Also im Prinzip, das uns so gegangen hat wie die Dinosaurier damals. Aber was wir haben, im Gegensatz zu den Dinosauriern, sind Atomwaffen. Also ballern wir alles, was man hat, auf diesen Asteroiden. Rechnet aber nicht damit, dass es sowas wie Schwerkraft gibt und dann regnet es halt wieder runter. Und das, was runterkommt, führt dazu, dass alles Lebende auf der Erde, außer der Mensch selber, mutiert und alles viel Hunger hat und dann Menschen frisst. Und übrig bleiben nur 5% der Menschheit, die sich fortan verstecken müssen und irgendwo im Untergrund leben, in Höhlen, in irgendwelchen Bunkern und so weiter und so fort. Und in diesem Kontext lernen wir einen gewissen Joel kennen. Und der Joel hat während der Apokalypse seine große Flamme verloren. Aber irgendwie managt er innerhalb der Jahre in diesem Bunker per Funk Kontakt mit seiner damaligen Flamme herzustellen und stellt fest, so, ist gar nicht so weit, sind bloß, ich glaube, 100 Kilometer oder so, da gehe ich mal hin. Und dann geht er halt raus und muss sich durch allerhand Mutanten schlagen und ist jetzt nicht gerade das, was man einen Gewinner nennt, also stolpert mehr durch den Plot, wie dass er da siegreich durchgeht und alles passiert ihm irgendwie so. Also mir hat der Film vom Vibe her erinnert an Turbo Kid meets Hunt for the Wilder People. Also das war so ein Mischmasch für mich irgendwie und das hat mein Ton ziemlich drauf. Ich meine, das ist ein Apokalypse-Film, ein Feel-Good-Apokalypse-Film und was kann man momentan besser brauchen wie ein gutes Gefühl in der Apokalypse-Stimmung. Das hat irgendwie mein Ton gerade drauf. Habt ihr den gesehen, einer von euch? Ich hab ihn gesehen, ja. Ich noch nicht. Ich hab noch nicht gesehen. Ich hab ehrlich gesagt gedacht, das ist eine Serie und kein Film. Okay. Also irgendwie, ich hab mir den Trailer angeschaut und mir gedacht, boah, sau cool, aber ist bestimmt eine Serie, habe ich keine Zeit. Serien werden nicht für Oscars nominiert. Was ist das für ein Oscar nominiert worden? Der ist für einen Oscar nominiert werden. Ja, das beste Special Effects, meine ich, gell? Das vollkommen zu Recht. Also diese Monster waren ja wirklich fantastisch. Also ja. Und die waren teilweise richtig widerlich zum Anschauen. Also ich bin da eigentlich normal nicht so, aber wirklich so wie die gemacht waren. Auch die Schneck, wo man da sieht und so, das schaut teilweise richtig widerlich aus. Ja, geil, aber. Wann ist der dann, also wenn der jetzt erst auf Netflix gekommen ist, wann ist der dann letztes Jahr erschienen? Nicht. Ach so. Der ist nur auf Netflix quasi straight to Netflix. Also das war, sie verkaufen es als Netflix Original. Ich glaube, das ist aber nicht. Ich glaube, das ist 20th Century oder so. Ich habe es nur vage im Kopf, ich weiß das gar nicht. Aber auf jeden Fall ist das einer dieser Zukäufe. Aber sie meine, haben es im Vorspann, steht sogar drin. Im Vorspann steht sogar ein Netflix-Film dabei. Aber ich weiß nicht, ob die das dann drauf klatscht haben. Aber das haben sie ja bei einigen Produktionen gemacht. Also, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall direkt auf Netflix erschienen und ein wunderschöner Film, weil er auch mit seinen Figuren so schön umgeht. Also da haben wir diesen Hauptdarsteller, der Dylan O'Brien, den man von Bumblebee und Maze Runner kennt, der wunderbar harmoniert im Mittelteil mit dem Michael Rooker, also Henry, Portrait of a Serial Killer, der auch bei
super Jumper, Stark, Slither, ich glaube bei Brightburn hat er auch mitgespielt. Also wirklich einer ist, den man im Horror-Genre erkennt, der unterwegs ist mit so einer 8-Jährigen die ganze Zeit und die ihm lernen, wie er da draußen in der bösen Welt mit den Monster zurechtkommt. Und die 8-Jährige ist gespielt grandios von Ariana Greenblatt, die bei Infinity War mitgespielt hat. Also wirklich, der Cast harmoniert so wunderbar. Das ist wirklich ein toller Film ist da gewesen. Ja, da bin ich ganz bei dir. Schauen wir jetzt doch noch, weil ein Kumpel, der über mir wohnt, der hat gesagt, ja, das war irgendwie ein Scheiß und ich weiß auch nicht und so vorhersehbar und was weiß ich. Und Okay. Ja, eben überhaupt nicht. ja, ich habe gesagt, gib mal durch, weil der Mike hat gesagt, der ist gut und ich glaube, Mike ist. Yeah. Naja, also was du halt erwartest, also wenn du Mordsblut erwartest, dann gehst du da leer aus. Also was dabei ist viel Herzblut, aber das tut keinem weh auf der Leinwand. Das ist ein ganz charmanter Coming-of-Age-Film. Also wirklich sehr schön und dieses Schöne hat auch mal gut tun in dem Wust aus Scheiße, durch den wir gerade warten irgendwie. Auf jeden Fall. Hast du schön beschrieben, hast mir jetzt halt angespitzt. Ja, ich habe jetzt gerade parallel nachgeschaut, weil wenn der jetzt bei den Oscars nominiert worden ist, dann muss er ja letztes Jahr eigentlich irgendwann einmal Premiere gefeiert haben. Und der ist letztes Jahr im Oktober in die USA zumindest anscheinend in die Kinos noch gekommen. Okay. Ja, stimmt, die müssten ja für eine Oscar-Nominierung müssten sie ja mal kurz im Kino gewesen sein, oder? Ja. Nein, da war aber dieses Jahr Ausnahme, oder? Dieses Jahr war es meine anders, oder? Da bin ich mir Also, nicht sicher. ich glaube, so ziemlich fast alle Filme, die es dieses Jahr nominiert gehabt haben, waren auch im Kino. Okay. Aber dafür kennt man halt das meiste nicht. So. Was im Falle für die Oscars meistens nicht schlimm ist. Also. Das stimmt, ja. Ja. Das stimmt. Ich habe, wie ich da ein bisschen so nachgeschaut habe, wer da alles dabei war bei dem Film, habe ich auch festgestellt, dass der Kameramann des Films der Lachlan Mylan ist, oder so ähnlich spricht man wahrscheinlich aus, der bei Stranger Things auch dabei war, die Kamera geführt hat. Und da schließt sich der Kreis zu meinem Gefühl, das er hatte bei Hunt for the Wildest People. Also dieser wunderschöne Taika Waititi-Film, der übrigens auch bei Netflix ist, den kann man auch mal anschauen. Hat mir sehr gefallen, ja. Der Hunt for the Wilder People. Also, ja. Das sagt mir jetzt gar nichts. Da muss ich mal aufschreiben. Ja, und Taika Waititi ist ja der 5-Zimmer-Küche-Sarg, glaube ich, so ist er im Deutschen. Ja, genau. Und den mag ich ja für seinen absurden Humor. Der hat bei der letzten Folge von Mandalorian, von der ersten Staffel, bei mir Vollgas gepunktet. Voll. Mit seiner, typischen neuseeländischen Humor auch. Also das mag ich immer ganz gern. Und der hat da auch so ein Coming-of-Age-Drama Reisefilm gemacht, der einfach auch wunderschön und sympathisch erzählt ist. Und all das findet sie auch in Love and Monsters wieder. Also dass dann dieser Kameramann das genauso einfängt wie bei dem Film, fand ich einfach super. Also diese Ästhetik war schön. Das ganze Gefühl, das der Film vermittelt hat, war wunderbar. Ja, meine Meinung. Und vor allem, wie man in der Szene von, weiß ich nicht, sagen wir mit 10 Minuten am Roboter so viel Persönlichkeit geben kann, das ist wirklich auch, das hat mich auch noch total beeindruckt. Wirklich, da ist nur 10 Minuten so ein Roboter dabei, dem der Akku ausgeht und wo es der alles verzeiht und der Dialog zwischen unserem Hauptdarsteller und dem Roboter, das ist Wahnsinn. Also das ist, dass man wirklich, allein wegen den 10 Minuten, wo man den Roboter kennt, kann man ein Tränchen verdrücken. Ja, ich finde überhaupt, dass alle Figuren im Film total positiv gezeichnet sind, was eigentlich so einem Apokalypse-Film widerspricht. Du hast ja beim Apokalypse-Film eher das, du gehst hinaus und irgendwie an manche Leute zwiespältig und fallen in den Rücken, das erwartest du ja als Zuschauer. Und das ist in dem Film genau das Gegenteil. Also die erwartest dauernd so, ob der ganz sauber ist. So, sie sind alle ganz sauber, bis auf einen Bösewicht. Also sind alle super nette Leute. Und das fand ich auch so schön. Der ist so einfach durchweg positiv, der Film. Das fand ich echt großartig. Ganz neu für mich irgendwie in der momentanen Lage. Da waren wir aber beim Warleck des Monats negativerseits. Medial habe ich da nix. Das Leben an sich ist halt momentan ein ziemlicher Sumpf. Also so. Es ist alles gerade ein bisschen scheiße und alles, was man macht oder was man sehen kann bloß ins Positive ausschlagen. Und von daher ist alles, was man auf Netflix sieht oder sonst, was unter normalen Umständen vielleicht ein bisschen durchfallen darf, eher was Positives, aber mir fällt jetzt nichts auf, was ich jetzt sagen darf, wow, das war totaler Mist. Außer vielleicht die Fußballergebnisse vom Jan Regensburg momentan. Und das Wetter, ja. Bis auf die letzten paar Tage. Aber diese Kalten, die gehen mir vielleicht auf den Sack.
Nordwind, wir haben sowas erfunden. Der ist echt asozial. Ich hab mir das Laufer angefangen und der verhure Dreckswind, der draht anscheinend mit jedem Richtungswechsel von mir draht der, dass er mir dagegen bloßt, die Mistsau. Ich bin schon wieder fertig mit dem Scheiß. Wie alt bist du, Kani? Du sollst schon länger laufen können eigentlich. Du weißt doch, was mit meinen Füßen passiert, wenn ich mich sportlich betätige. Ja, stimmt, da war was. Da war ja was, ja. Bin ich jetzt einmal auf was Leichteres zurückgegangen und einfach nur ein bisschen laufen. Also bis halt einmal mit Spazieren gehen, hä? Das habe ich hab angefangen mit Spazieren gehen und jetzt tue ich die Geschwindigkeit ein bisschen erhöhen. Ach so, okay. Übrigens, ich habe jetzt auch nochmal nachgeschaut, das war tatsächlich aber auch für 21 so, dass Filme auch ohne Kinoauswertung hätten nominiert werden dürfen. Ja. What? Wissen wir das. Ja, damit wir das richtig stellen, dass es wieder heißt, Viva la Movie-Illusion, der beste Lügenbaron-Podcast der Welt. Ja, gefährliches Halbwissen vom Feinsten. Genau. Ja, ich bin am Ende. Ah ja, komplett. Machen wir was anderes. Also, schönes Leben noch miteinander. Oh Gott. Cool, wie magst du weitermachen? Ungern. Aber für die mache ich das. Ja, ich hab schon wieder lauter so Sachen, wo ich mir denke, oh Mann, die Warlex, die haben mal so richtig jugendlich und toll angefangen und dann redet man mal wieder über Videospiele. Und jetzt habe ich ein Drama, ein Doku und dann noch ein Album. Das ist ja furchtbar. Ja, wobei, das Album, das hast du das letzte Mal auch schon angesprochen, und zwar das von Danger Dan, das kann man nur mal ganz kurz erwähnen. Das fällt für mich nur in den April rein, weil ich fieber da jetzt schon hin. 30.04. erscheint es endlich. Und das ist schon faszinierend, wenn ein Rapper auf einmal Klavier spielt und dazu singt. Und du hast ja das letzte Mal das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt empfohlen. Ja, das kann man sofort weiterempfehlen. Und ich finde da die ganzen anderen Lieder, die er jetzt schon veröffentlicht hat, sind echt grandios. Und finde ich eigentlich echt toll, dass sowas in der jetzigen Zeit rauskommt, weil das einfach mal was anderes ist, aber trotzdem für so eine Altersklasse wie uns, finde ich jetzt. Keine Ahnung. Oder ich werde einfach alt und verbittert. Das kann natürlich auch sein. Das wird es sein, ja. Gut, dann machen wir weiter mit dem Filmdrama, weil das ist das Kompliziertere für mich zum Erklären. Ich habe mir persische Stunden angeschaut. Weiß nicht, ob einer von euch den Film kennt. Der lief bei uns im Kino. Aber du hast ihn da nicht angeschaut? Na, ich schaue meistens die Filme bei uns nicht an. Was? Warum? Naja, ich bin mit Blätterfilme schauen beschäftigt, ne? Und dann passt dieser Arthouse-Kram meistens nicht mit rein. Okay. Ich verstehe die je unseren scheiß Podcast auch nicht. Ja. Das ist genau das Gleiche. So ist es. Das geht schon wieder in eine Richtung, die gefällt mir gar nicht. Ja, um was geht's in Persischstunden? Es geht um einen Juden, der im Zweiten Weltkrieg in Frankreich 1942 verhaftet wird und zur Hinrichtung gefahren wird. Und auf der Fahrt dahin tauscht er mit einem anderen Juden ein halbes Brot gegen ein Buch. Und in dem Buch ist ein persisches Vorwort drin. Als Hintergrund, er ist kein Perser. Jedenfalls ist er dann bei der Hinrichtung, lässt sie fallen. Die Nazis merken, uiuiui, der ist ja gar nicht gestorben. Und innerhalb von der Panik sagt der Jude halt dann, bitte bringt's mich nicht um, ich bin gar kein Jude, ich bin ein Perser. Und wie es der Zufall so will, heißt es dann, oha, wenn es ein Perser ist, unser Hauptsturmführer, der Klaus Koch, der möchte ja unbedingt Persisch lernen, den nehmen wir jetzt mal mit und der soll das prüfen, ob das ja wirklich ein Perser ist, damit wir noch eine Belohnung kriegen und der Persisch lernen kann. Er gibt sie dann als, also eigentlich heißt er, ich weiß nicht genau, ob man es so wirklich ausspricht, Gilet oder Gilles, und gibt sie dann als Reza aus und erfindet dann halt, weil er natürlich kein Persisch kann, persische Wörter. Und er macht es so gut, dass halt der Hauptsturmführer ihm das abkauft, er schaut halt auch ein bisschen persisch aus und dann vergehen halt die Jahre, bis der Krieg halt zu Ende ist und er lernt ihm dann einen kompletten Wortschatz, erfundene persische Wörter, unterhält sie mit ihm dann in dieser erfundenen persischen Sprache. Und es ist ein Filmdrama, es passieren natürlich immer wieder Situationen, wo er kurz davor ist, dass er doch erwischt wird. Er muss sich halt dann auch diese ganzen Wörter merken und der Hauptsturmführer, der ist halt da dahinter, dass er sich nicht verarschen lässt, sagt ihm das auch ein paar Mal. Und im Endeffekt rettet er aber diese Lüge an Arsch und er kommt so durch den Krieg.
es ist einmal eine ganz andere Idee, die da verfilmt worden ist. Es beruht nicht auf einer wahren Begebenheit, wie man echt? Eigentlich vermutet. Bist du da sicher, Corby? Ich dachte, da wäre was gewesen. Ja, der Drehbuchautor hat gedacht, das ist eine wahre Begebenheit. Es basiert aber auf dem Buch Erfindung einer Sprache, die erfunden ist. Also die Story drumherum ist erfunden und so einen Fall gab's nie. Ah, super. Oh, danke fürs Klären. Ja, bitte. Jetzt kannst du dir vielleicht anschauen. Naja, also der Trailer war ja super. Also ich hätte schon ziemlich Bock drauf gehabt, aber es hat halt einfach nicht reingepasst, weil ich zu viel anderes Zeug zum Anschauen gehabt habe. Aber du hast mir jetzt wieder in Erinnerung gerufen, also ich werde mir auf jeden Fall noch zu Gemüse führen, denke ich. Ja, würde ich ja stark empfehlen, weil die zwei Hauptdarsteller machen den ganzen Film echt einen super Job. Der Reza, gespielt vom Nahuel Perez Biscayat, ich kann es nicht aussprechen, keine Ahnung, das müsste der Kani jetzt vorlesen. Das ist ein gebürtig, genau, wie spricht man Nahuel? Ja gut. Der argentinische Schauspieler macht halt dann einen richtig guten Job, weil er nicht nur Deutsch und Französisch spricht, sondern halt auch nur dieses erfundene Persisch und das ja wirklich so rüberkommt, als wenn es eine richtige Sprache wäre. Und der Hauptsturmführer wird gespielt vom Lars Eidinger. Den kennt man aus Filmen wie zum Beispiel Hell oder Abgeschnitten, da spielt er den Mörder, oder 25-Stunden-Kilometer mit dem Bjarne Mädel. Bjarne Mädel, vielen Dank. Mhm. Bei Dumbo hat er anscheinend mitgespielt, die Verfilmung habe ich allerdings nicht gesehen. Und Kani, du kennst zu 100% aus sämtlichen Deichkind-Musikvideos von der letzten Wer sagt denn das Tour? Ach, der bei dem geilen Video, wo er einfach nur im Boden reinstampft, oder? Ja, genau. Und bei dem geilen Intro-Video im Konzert, wo er sich Nocker durch die Farbe ziehen lässt. Ja, richtig. Gott, war das bizarr. Genau, das habe ich mir dann, nachdem ich ihn erkannt habe, leider dann auch gedacht, so, oh scheiße, ich habe von dem schon mal alles an seinem Körper gesehen. Warum scheiße? Ich möchte immer alles von jedem singen. Naja, das war echt bizarr. Okay. Ja, jedenfalls, er bringt diesen Hauptsturmführer echt krass rüber. Also man hat da, obwohl man selber nicht in der Situation ist, brutal Respekt und sehr empfehlenswerter Film. Also auch wenn es ein Drama ist, es sind sehr, sehr viele spannende Situationen dabei und wie schon gesagt, die Story ist, finde ich, sehr originell. Hört sich gut an. Gut und Dankeschön. Dann noch mein letztes Warleck. Ich habe eine Doku empfohlen bekommen, die ist jetzt im April auf ZDF als Zweiteiler veröffentlicht worden, und zwar der Maulwurf Undercover in Nordkorea. Kennt das irgendjemand von euch? Nope. Nein. Das ist ein dänischer Dokumentarfilm, wo sich der Regisseur Mats Brügger heißt der hat schon mal in Nordkorea einen Dokumentarfilm gemacht, und da halt das Leben dadurch, also dieses Privatleben, das in Nordkorea ja etwas unterdrückt wird, dann dargestellt, und hat halt das ursprünglich gefilmt, weil er gesagt hat, er will halt eine Art Propagandafilm machen, und danach hat sich halt herausgestellt, okay, es ist halt ein Dokumentarfilm, das halt Nordkorea da ein bisschen bloßstellen will. In der Maulwurf geht es darum, es hat sich jemand bereit erklärt, der halt dann gesagt hat, er würde ganz gerne auch so einen Dokumentarfilm praktisch mitmachen, aber so, dass er halt wirklich in die kompletten Internas reinkommt. Und der hat 10 Jahre seines Lebens damit verbracht, dass er über so einen Nordkorea-Fanclub, was es überall auf der Welt gibt, da also Freunde in der Regierung dann gehabt hat, praktisch das Aushängeschild von Nordkorea, so einen spanischen Lebemann, der halt also die Fäden zieht, wenn es halt um das ganze Wirtschaftliche von Nordkorea und der restlichen Welt geht. Weil Nordkorea hat ja sehr viele Sanktionen und kann halt dadurch relativ wenig handeln. Und ist eben dann dadurch auch abhängig von diesen Fanclubs. Und diese Fanclubs dürfen halt dann einmal nach Nordkorea und sich das alles so anschauen. Und je weiter man halt da befreundet ist und die Treue zeigt, ja, wird man halt da in sämtliche Kreise mitgenommen. Und er hat halt immer eine versteckte Kamera dann dabei gehabt. Und ab einem bestimmten Punkt haben sie halt dann gemerkt, okay, er ist jetzt schon so tief in diesen Staat verwickelt, dass sie jetzt das nur weiter aufdecken wollen, und haben ihm dann noch einen fiktiven Milliardär zur Seite gestellt, der dann mit ihm
ein paar krumme Geschäfte drehen wollte. Und das ist dann so weit gegangen, dass es dann gezeigt wird, dass Nordkorea einen Vertrag mit einer ausgehandelt hat über Meth und über Waffengeschäfte, und weil sie das ja nicht aus Nordkorea ausliefern können, haben sie halt dann gesagt, gut, sie kaufen halt dann eine Insel mit ihm zusammen in Uganda, wo es dann die Leute vertreiben, ein Hotel hinstellen und ein unterirdisches Labor eröffnen. Und das ist so krass, weil das ist alles halt echt, und die haben immer diese versteckten Kameras dabei, und da sind so viele Situationen, wo du denkst, das kann's nicht geben. Das kennst du vielleicht aus irgendeinem James-Bond-Film. Gerade diese Zeichnungen, die Nordkorea da angefertigt hat von diesem unterirdischen Labor und allem drum und dran, das ist echt irre. Und das Ding dauert über 2 Stunden. Das ist ein Dokumentarfilm, wo man danach mit offenem Mund da sitzt und sie denkt, alter Schwede, das darf wohl nicht wahr sein. Also ich meine, es ist jetzt kein Geheimnis, dass Nordkorea nicht ganz sauber ist, aber was da halt gemacht wird, wenn du halt Geld hast, ist echt beängstigend. Ja, das wäre so mein Warleck. Wo läuft die? Kann man die irgendwo streamen oder ist die nur in der ZDF-Mediathek oder zum Schauen? Das ist in der ZDF-Mediathek, genau. Das ist letztes Jahr in Dänemark veröffentlicht worden, und ZDF hat daraus einen Zweiteiler gemacht, deswegen kann man das auch ruhig mal auf 2 Abende sich anschauen. Ich glaube, ein Teil dauert ungefähr 1 Stunde, und es ist halt wahnsinnig krass, das zum sehen, wie der sie da aufopfert, und das weiß halt auch seine Frau und seine Kinder nicht, und auch ganz am Ende von der Doku sagt das ihr halt dann, und auch wie sie halt dann darauf reagiert, also Wahnsinn. Größten Respekt vor dem Projekt, und auch was die da aufdeckt haben. Das hat auch teilweise rechtliche Folgen, also für Nordkorea natürlich, aber das ist sehr empfehlenswert und wahnsinnig spannend. Okay. Ja, ich hab mal eine Doku gesehen über einen Arzt, der darüber fliegt, und die Leute, die haben ja irgendeinen Star, weiß nicht, ist das der graue oder der grüne Star, den man behandeln kann? Keine Ahnung. Okay, es haben keine Ärzte dabei. Wurscht, auf alle Fälle irgendeinen von den beiden kannst du behandeln, und die sind ja teilweise so arm, dass die so und hungrig dann, dass die dadurch einen von denen kriegen anscheinend. Und der ist halt der Arzt darüber und hat die dann behandelt, weil er gesagt hat, ja, ich kann ja da auf einen Tag so und so viele Leute durchhauen und das machen, weil das ist ja ein ganz simpler Eingriff, und dann senken die Leute wieder. Und alle, die dann, wenn er die dann operiert hat und die das Ding abnehmen und die sagen nicht zu ihm Danke, sondern die gehen zu dem Gemälde an der Wand vor einem Chef und bedanken sich vor dem. Das ist selbst, da bin ich da gesessen und die ganze Zeit gedacht, was ist eigentlich mit euch? Der Typ hat euch das Augenlicht gegeben, nicht der andere, der hat sich genommen. Aber das ist echt, das ist unvorstellbar, wie das da abläuft. Propaganda funktioniert halt, gell? Aber richtig. Ja, das auf jeden Fall. Also, sie haben halt auch gesagt, sie dürfen sich nie sicher fühlen. Er darf nie seine Tarnung, wenn der in Nordkorea ist, irgendwie ablegen, weil die überall beobachten und sofort hinrichten. In der Zeit, wo die das gefilmt haben, war irgendein amerikanischer Student dort und hat ein Propagandaplakat stehlen wollen. Die haben den halt erwischt, haben den in diese Lager reingesteckt. Das weiß ich noch, ja. Und der ist ja dann zwar schon irgendwann wieder freigekommen, aber ist dann kurz drauf an den Folgen von dem Lager gestorben. Der ist dann auch übrigens nur blind zurückgekommen. Völlig Banane. Krass. Ja, wirklich. Und der Maulwurf, das ist halt kein irgendwie speziell ausgebildeter Special-Agent oder so, sondern es ist halt ein ganz normaler Typ, der gesagt hat, hey, ja, würde ich mitmachen. Ja, da war ich jetzt nicht dabei. Nee, du hast nicht so viel Zeit, gell? Nein, bin ich raus. Muss laufen gehen. Gut. Ja, und Kani, wie schaut's bei dir aus? Wie viel Balex und Warlex hast du? Ja, als erstes einmal, es könnt euch doch sicher nur an den Dampfexpress erinnern, der uns vom Birger ausrichten hat lassen, dass er ein großer Fan ist von unserem Podcast. Ja, jetzt sag bloß, der hasst uns jetzt. Er hat jetzt geschrieben, ich revidiere, ist jetzt ultra beschissen. Ja, er hat uns... Wir haben ja gesagt, ja, Grüße gehen raus, er soll sich doch mal rühren, und er hat sich tatsächlich gerührt, und das auch schon am 25. März. Also ich muss mich jetzt erst mal entschuldigen, lieber Herr Dampfexpress, die Mail ist bei mir im Spam-Ordner eingefallen, und das ich hab vor kurzem mal durchgeschaut und mir gedacht, ach, warum haben ich so viele Mails? Was ist denn da im Spam? Und dabei hängst du im Spam drin umeinander. Bist aber selber schuld, wenn du mir nicht normal schickst, gell? Hat uns eine Mail geschrieben, lies ich kurz vor, finde ich cool, dass er sich die Zeit genommen hat. Und zwar schreibt er, habe die Ehre, ich habe gehört, dass ich mich bei euch melden soll oder so. Ja, da bin ich jetzt durch den Birger auf einem Podcast
Podcast gekommen und ziemlich schnell drauf hängen geblieben. Das ist ganz normal, haben wir am Anfang von der Show schon gesagt. Und das, obwohl ich eigentlich gar nicht so der Film-Nerd bin, sondern eher der Zocker, bist der bei uns auch nicht verkehrt. Wo es jetzt nicht heißt, dass ich keine Filme mag, aber ich habe auf meiner Couch einen ziemlichen Hang zu plötzlich auftretenden Nickerchen. Ohne Witz, ich habe letztes Wochenende 3 Versuche gebraucht, um Deadpool 2 ganz anzuschauen. Also da muss ich sagen, verstehe ich nicht. Schande über dich, Schande über deine Kuh, Schande über deine ganze Familie. Mir taugt einfach euer Art, euer Humor und auch plötzlich auftretende Hasstiraden von dem einen oder anderen Podcaster. Verstehe jetzt nicht, weil Hass gibt's bei uns nicht. Das ist immer Liebe. Was ist das genau? Hass. Keine Ahnung. Auf alle Fälle macht's weiter so. Ich hoffe natürlich auch noch auf weitere Aliens-Folgen mit Le Birger. Die werden auch noch kommen, haben wir ausgemacht. Apropos Aliens, ich bin aktuell fleißig dabei, die nachzuholen. Ich bereue, dass ich es nicht schon vor 5 Jahren gemacht habe. Ja, man kann nie früher noch anfangen. Schau da noch viel mehr Zeit an. Ich glaube, ich werde mir demnächst mal einen Steady-Account erstellen müssen. Wieso habt ihr eigentlich kein Patreon? Ja, weil Patreon kennen alle und wir machen jetzt Steady, weil wir viel geiler sind. Und ja, macht endlich den Steady-Account. Die Abozahlen sind zu gering. Wolleck Scheißdreck, zu wenig Abos, möchte ich kurz einfügen. Und weil ich nicht groß weiß, was ich noch schreiben soll, hau ich einfach mal meine Lieblingsfilme und Serien um die Ohrwaschel. Mein Filmgeschmack ist im Endeffekt genauso verkorkst wie mein Musikgeschmack. Alles, was doppelt und wenn nicht dreifach so alt ist wie ich, gefällt mir. Jetzt können wir raten, wie alt oder jung das ist. Das machen wir danach. Lieblingsfilme, V wie Vendetta, Spiel mir das Lied vom Tod. Der steht stellvertretend für alle Italo-Western. Rambo 2, ja, ich mag tatsächlich lieber wie den ersten. Grundsätzlich alles, was stumpfen, aber guten Humor hat. Monty Python, Leslie Nielsen, Austin Powers, Louis Define und sowieso alle Bud Spencer und Terence Hill Filme. Lieblingsserien, Stargate, Sons of Anarchy, Preacher und die Simpsons, zumindest bis zu dem Moment, als der Norbert Castell, der Sprecher vom Humor, gestorben ist. Puh, welches Alter der jetzt wieder schatzen. Ich sage jetzt 35. Knappe 14, hätte ich gesagt. Jetzt gehe ich nicht länger auf die Nerven, bleibt's geil und gesund, Gruß Dampfexpress. Also, vielen Dank für die Mail, freut mich, dass du dir die Zeit nimmst und wir hoffen, dass wir da weiterhin dauern und ja, großes Entschuldigung nochmal, du bist einfach im Spam verschwunden. Ja, ich sage auch nochmal vielen Dank und wir freuen uns auch über weiteres Feedback, sowohl von dir als auch von allen anderen. Das erwärmt unser Herz und eigentlich hätten wir es gerne am Anfang vorlesen können, Kani, dann wären wir vielleicht alle nochmal mit einem richtig motivierten Schwung in die Folge reingegangen. Ja, hätte, Fahrradkette. Und ich muss sagen, auch nochmal an den Herrn Dampfexpress, also ich bin auch bei dir, also Rambo 2 ist definitiv besser wie der erste. Okay, Mike. Voll. Blutgrätsche ins Jochbein, Flo, auf geht's. Ja. Da steppt der Bär beim Zweiten. Hadern, echt. Ja, ab und zu, Du darfst Mike noch nicht mehr umbauen. Schluss. Das darfst du nicht hinterfragen bei Mike, das ist ab und zu Hadern Aussetzer. Ah. Aber ich mach weiter. Und zwar, Wolleck ist das geil, ich hab mir die Amazon-Serie LOL angeschaut. Hat die einer von euch gesehen? Ja, stimmt, das hätte ich auch noch aufführen können. Okay, dann sage ich nur schnell, LOL war cool, es war Wolleck. Ah, schon her, passt, teilen wir uns nochmal eins. Ich hab mir eins mit Mike geteilt und eins mit dir. Ja, sehr geiles Format, sehr geile Serie, hab voll gelacht und das, obwohl die Witze teilweise eigentlich so brunzblöd sind, dass du sagst, ist das der Ernst, dass du so jetzt gerade durchst? Ich schau mir in Grund und Boden mit dir offen, aber dann schau ich mir die Leute rundum an und für mich gibt's nichts Lustigeres als jemanden zum Schauen, der versucht, nicht zu lachen, obwohl er voll lachen muss. Ich hab mir da hätte ich mir in die Hosen pissen können bei dem Scheißdreck. Vor allem der Teddy, der eskaliert ja auf einem Level mit seiner scheiß Antoine-Rolle. Das ist unfassbar. Der sagt einfach nacheinander, wo es ihm in den Kopf reinkommt und wenn es keinen Sinn ergibt, ist scheißegal, Hauptsache er hat's gesagt. Also ich hab unglaublich viel gelacht, geile Besetzung da drin gewesen, danke Engelke, Barbara Schöneberger, war klar, dass die sofort ausgeflügt, weil die immer lacht, die Schöneberger kennt man ja gar nicht anders als lachend. Die Caroline Kebekus dabei, war mein Favorit, hätte ich gern als Siegerin gehabt, hat's leider nicht geschafft, die war sehr tapfer. Kurt Krömer dabei, geilster Auf überhaupt von den männlichen Darstellern. Unglaublich geiler Typ, ja. Wahnsinn, feier die voll, seit Auftritt danach nur mit seinem scheiß Hund. Ich bin gestorben. Ja, hatte nur noch 3 Beine, davon konnte nur noch 2 benutzen. Er ist genauso alt wie ich. Genauso. Ja. 45 Jahre. Max Giermann, Mirko Nonchev, den habe ich ja schon 100 Jahre nicht mehr gesehen. Gar nicht gewusst, dass es ihn noch gibt. Der Teddy eben, Thorsten Sträter, Wiegald Boning und dann der Rick Cavanian, der auch gleichzeitig mein nächstes Wolleck ist, weil verdammte Scheiße, seit wann ist der Rick Cavanian der deutsche George Clooney geworden? Wie unverschämt gut kann denn eigentlich ein Mann aussehen? Das muss ich sogar sagen. Ich habe nichts anderes gehört auf der Seite neben mir, als die ganzen Rappern dahin schmachten. Und ich habe mir gedacht, das passt mir nicht. Bei mir schmachtest du jetzt zumindest nicht, aber andere schon. Ja, aber der ist ein bisschen älter wie du. Der ist ja nicht genauso alt wie du.
Ja, das ist eh klar, aber trotzdem muss ich da sagen, unverschämt gut aussehen. Passt mir nicht. Bin ich stinkstauer. Jetzt lernst du erst einmal als Laufer und dann kannst du mit Airborne reden. Danach mache ich mit dem Paintball spielen weiter, damit ich wieder regelmäßig ins Hardline kommen kann und nicht verletzungsbedingt ausfallen. Und dann, ja, was ist eh. Das Ganze basiert auf einer japanischen Amazon-Serie, und zwar Hitoshi Matsumoto. Da haben die Japaner haben ja da sowieso immer so ein Faible für ganz verrückte Shows. Und die hat der Michael Bulli-Herbig jetzt als Gastgeber nach Deutschland gebracht. Die zweite Staffel ist schon angekündigt für Ende des Jahres. Und ich bin auf alle Fälle wieder dabei, weil die 6 Folgen, so viel gelacht habe ich schon lange nicht mehr bei irgendeinem Comedy-Scheißhaus-Format. Und für die zweite Staffel ist auch wieder eine sehr, sehr gute Besetzung mit dabei. Das stimmt, ja. Wen haben wir denn? Da ist Anke Engelke und der Max Giermann aus der ersten Staffel sind wieder mit angekündigt. Und der Kurt Krömer. Ja, Krömer. Ich glaube, ich habe Pastewka gesehen, oder? Ja, die Annette Frier ist noch dabei, der Klaas ist dabei, Martina Hill, Tané, Tommy Schmidt und Larissa Ries. Muss ich ganz ehrlich sagen, kenne ich nicht alle. Na, kenne ich auch nicht alle. Aber ein Pastewka mag ich sehr gern. Und am besten ist eigentlich einfach nur, dass der Kurt Krömer nochmal dabei ist. Ja, fein, ja. Ich hätte einen Teddy gerne noch mit dabei gehabt, weil wie gesagt, das war also der mit seiner scheiß Antoine-Rolle, da brich ich komplett weg. Aber ich bin gespannt, wie es in der zweiten Staffel wird, bin ich dabei. Und dann habe ich noch ein Wolleck Scheißdreck und diesmal muss ich mich wieder mal furchtbar aufregen, weil, jetzt einmal kurze Spoilerwarnung, wobei es eigentlich nicht so ein Spoiler ist, wurscht. Falcon and the Winter Soldier angeschaut. Am Ende ist das, was eigentlich schon am Ende von Endgame geteasert worden ist, der Falcon wird zum Captain America, und dann liest im Internet Kommentare von Leuten, die sich drüber beschweren, dass er ein Schwarzer jetzt der Captain America ist. Also nicht, weil es gern gehabt hätten, dass der Bucky das wird. Das hätte ich auch gern gesehen, Bucky finde ich cool, hätte ich als coolen Captain America gesehen, sondern sie beschweren sich wirklich drüber, dass ein Schwarzer der Captain America ist. Und wenn ich so hab, her, da kriege ich so einen Hass mittlerweile, dass ich echt sage, ich hol sie raus, fick dich doch in dein scheiß Inzestdorf zurück mit deinem Drecksrassismus und schau keinen scheiß Fernsehen mehr an, wenn es dir nicht passt, dass irgendwo andersfarbige Leute oder anders denkende Leute sind. Was ist mit den Leuten, dass ich so als Kritikpunkt hinwirft? Also ich kann es einfach nicht verstehen. Da endet mein Verständnis, und ich habe für Fake-Bullshit-Verständnis, dass ich das Klopapier verkehrt rum aufhänge, dass das Papier hinten und nicht vorne oben hängt, das kann ich verstehen. Dass ich Nutella ohne Butter ist und nicht mit Butter, das kann ich auch gerade noch verstehen. Genau, aber so Gleiche. Eine Scheiße, so eine Drecksscheiße, wenn ich her, da kriege ich mittlerweile einen Puls von 180, der sich jetzt an dem Lieber schon wieder ins Mikro einbeißen hat. Wie war das vorhin mit auf einmal aufkommenden Hass? Das ist anscheinend die erste Folge, in der das passiert. Dampfexpress, du bist ein Seher. Okay, aber jetzt, wie gesagt, jetzt bin ich auf 180, hab ins Mikro einbissen, fertig. Habe ich auch kein Verständnis, aber sagen wir mal, ihr mit der Serie ein bisschen ein anderes Problem, aber da reden wir ja in einer separaten Folge nochmal drüber, oder? Spoiler-Alarm. Meinungsverschiedenheiten. Das wird super. Werd ich die anfängt. Du, wenn du einen Scheißtrick sagst, die fängt die super, jo. Die nehmen wir bitte mal vor Ort zusammen auf, dass ich dir wirklich einboxen kann. Nein, spinnst du? Hast wieder Angst vor meinem muskulösen Körper, gell? Du, das geht ja mit Corona aktuell gar nicht, dass man zu zweit irgendwo sein darf. Doch, zu zweit schon. Ja, aber du darfst mich nicht berühren. Steht das irgendwo? Ja. Okay. Doch. Ich kann ja später der Merkel und dem Söder kurz schreiben, sie sollen mir das nur schriftlich bestätigen. Ja, genau. Bitte bestätigt mir, dass mir der Kahne Corona-bedingt nicht einhauen darf. Genau. Ja, aber das waren meine Überlegs. Jetzt bin ich mal so fertig. Wenn ich mich so aufregen muss, bin ich mal fertig. Ja, ich habe ja gesagt, vielleicht müssen wir da mal die Reihenfolge ein bisschen hinterfrei. Du hörst mit irgendeinem Hassgedanken auf, unsere Hörer sind das stimmt, das fasst jetzt unser mal, armer Gast ist total verstört. Mei. Das tut mir leid, eine große Entschuldigung. Ich glaube, der ist schon immer da, der arme Gast, der. Aber du. Ja, wenn kein Bier hätten, dann war das alles gar nicht so einfach jetzt gerade. Das ist der nächste Wolleck-Scheiß. Ich bin seit einem Monat abstinent. Kruzifix, gibt's mal Bier. Der eine mag Rambo 2, der andere trinkt kein Bier. Was ist mit euch? Aber vielleicht als Abschluss noch für die Folge, Flo, wie schaut's denn aktuell so kinomäßig aus? Also gibt's da schon irgendein Lichtschein am Horizont? Kann man sagen, das ist jetzt bald wieder normal? Nein. Na, also gar nichts. Es gibt diesen bescheuerten Stufenplan, aber ich habe es vorher zum Kane schon mal, also off the record gesagt, dieser Stufenplan sieht vor, dass man eigentlich in 4 Wochen dann wieder aufmachen darf, oder in 2 Wochen, je nachdem, was man für Inzidenz hat. Aber du brauchst, um wieder öffnen zu dürfen als Kino, ungefähr 6 Wochen, um das anständig vorzubereiten. Also da kann man sich nur bedanken für die Unwissenheit und für das Desinteresse der Politik an bestimmten Sparten. Also
weiß aber nicht, ob man sich um ein Kino kümmern muss oder nicht, aber grundsätzlich ist es so, dass wir handlungsunfähig sind mit dem Modell, das sie so generöserweise auf den Weg gebracht haben. Ja. Wie ist denn das bei manchen Kinos? Steigen die irgendwie um auf so eine Art Online-Angebot oder wie könnt ihr euch da über Wasser halten? Naja, zunächst mal greifende Hilfen, die der Staat auf den Weg gebracht hat, schon, oder zumindest zum Teil. Und damit kann man als Kino wie wir, die wir Kosten sehr gut einfrieren können, gut und lang über die Runden kommen, aber irgendwann ist da auch Feierabend. Andere Kinos wiederum müssen tatsächlich so ein Online-Angebot machen oder verkaufen Popcorn aus oder sonst irgendwas, nur um ein bisschen Geld zu verdienen, ja. Mhm. Okay. Also wir haben auch über die Webseiten so ein Online-Angebot, das wir aber nur gemacht haben für Filmverleiher, die wir gern mengen und die uns gebeten haben. Weil wir eigentlich der Meinung sind, dass Netflix und Co. ein Streaming-Angebot sehr gut steuern können und da brauchen die uns Kinos nicht dazu, die so tun, als wären wir Mini-Netflix für Arthouse. Das bringt auch nichts irgendwie. Die Leute sollen das machen, auf was sie jetzt gerade Bock haben, dann hat keiner mehr Lust, irgendwas auf Netflix anzuschauen und dann gingen wieder alle ins Kino. Und es ist mehr als ausverkauft und keine Ahnung, schwitzende Körper reiben sich aneinander und was der Teufel, so wie es halt vorher auch war. Im Kino schwitzende Körper? Nur. Du warst doch schon mal da bei Hardline, Conny. So. Ja, gut, wenn der Mike neben mir sitzt, habe ich immer einen schwitzenden Körper neben mir. Also ich muss sagen, ich habe tatsächlich, wo ich den Trailer gesehen habe, so Persischstunden ein bisschen geschaut gehabt, wo ich mal den anschauen kann. Und wenn der jetzt nicht bei dem Angebot bei Prime vor kurzem dabei gewesen war, dann hätte ich tatsächlich gewartet, bis irgendwann im Kino kommt. Also wenn es das da irgendwo im Online-Angebot gäbe für so. Ja, aber der war nicht nur mal gelaufen. Also auf gar keinen Fall, der war schon durch. Der ist im Kino gelaufen gewesen und hat da seine Zahlen auch gemacht, was den Umständen entsprechend möglich war, weil du darfst bloß so ungefähr 30% hast du auffüllen dürfen und auslasten dürfen, aber da hat er seine Zahlen schon gemacht. Also Persischstunden ist im Kino ganz gut gelaufen eigentlich. Mhm, okay. Ist ja allgemein zurzeit eine schöne Wendung, die man beobachten kann. Es sind zwar jetzt größere Filme wie eben Godzilla vs. Kong und der Mortal Kombat, dass die Kinokassen überraschend vollspülen. Das freut mich. Dass die trotz Pandemie und so weiter, dass man sagt, die Leute haben Bock auf Kino, die Leute wollen ins Kino. Da bin ich wirklich sehr froh drum, weil ich habe da auch schon befürchtet, ob die Leute nicht noch Kino-Geh-fauler werden durch die ganze Scheiße, aber die Zahlen, die zwar bis jetzt an den Tag legen, die sprechen ins Gegenteil und ich hoffe, dass das auch so bleibt. Ja, wobei das so ausgehen kann. Ich glaube, dass die eine Hälfte keinen Bock mehr auf Kino hat danach und die andere Hälfte umso mehr Bock. Also das gleicht sich dann schon aus. Ich hoffe, man muss jetzt auch sagen, bei Kong und so weiter ist es ganz klar so, dass die eher junge Gruppe ansprechen, die ein viel stärkeres Bedürfnis haben, quasi dieses soziale Moment Kino zu genießen, da hinzugehen mit ein paar Leuten und das gute Zeit zu haben. Währenddessen bei uns lauter, ich sage jetzt mal, ältere Menschen sind und Bücher schon gelesen haben und wissen, dass sie allein sein können und dann halt im Kino beim Glasl Wein, Arthouse-Kino der gehobenen Klasse genießen können. Also das muss man erst einmal lernen, seine Schaugewohnheiten aufzubrechen. Also weil es manchmal schon sehr entschleunigt ist, was bei uns passiert, ja. Ja. Oh Gott, ich bin da schon auf dem Weg dahin. Scheiße. Tja, sind wir alle, gell? Nein, er sagt der Glaselwein und nicht 1,5 Flaschen auf die Nacht den Schell einschütten, dass man am nächsten Tag nicht mehr weiß, wo man gewinnt ist. Wobei wir wieder bei schwitzenden Körper sind. Das lassen wir Mike, weil ich kann nichts dafür. Euer Schachzug auf alle Fälle, das Hardline 21 zum Streicher und erst für 22 zum Visieren war auf alle Fälle nicht verkehrt, wie sich das jetzt wahrscheinlich so rauskristallisiert. Aber ich hoffe wirklich, dass wir mir dann 22 uns wieder einfinden können in Ringsburg. Ja, so lange wird es auch dauern. Ich glaube, dass diese Pandemie wird das Kino schon noch bis Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres beschäftigen, weil wenn ich jetzt Bundesregierung war und was zu entscheiden hätte, selbst wenn man dann langsam wieder aufmachen darf, da die nicht komplett aufmachen, weil sonst kannst du nicht mehr zurückrudern, wenn es dann im Herbst wieder losgang. So. Und dann ist man halt ein bisschen vorsichtiger und jeder versteht, dass man ein bisschen langsam tut und dann kann man vielleicht im Frühjahr 22 wieder durchstarten. Aber die Entscheidung, das war ja im Prinzip nicht unsere damals, sondern das ging. Die Förderung hat uns mehr oder weniger, wir müssen
Man muss da kurz ausholen. Wenn wir gefördert werden wollen von der Stadt Regensburg, dann müssen wir bis zum Juli unseren Antrag stellen für das darauffolgende Jahr. Also ein Jahr und 3 Monate liegen da dazwischen, zwischen Antragstellung und Festival. Und da mussten wir uns quasi letztes Jahr im Juni, Juli schon entscheiden, ob wir 21 stattfinden können. Mhm. Und da war es außer Frage, dass das viel zu unsicher ist und wir eventuell, also wir haben auch Verantwortung für die ganze Branche, für die Leute, für die Filme, für unser Projekt, für den Verein. Wir können das jetzt nicht einfach ins Klo oben spülen, weil ich mich verkalkuliere. Bin ja eher einer, der auf der sicheren Seite ist. Mhm, ja. Naja, schauen wir mal. April 22 und dann immer im April. Und ich glaube, April ist für Genrefest ein geiler Monat eigentlich. Ich freue mich da schon drauf. Das kann super werden. Ja, ich freue mich auch schon wieder. Ich gehe vorher extra nicht Paintball spielen. Also Corby, du magst ja keinen Junggesellenabschied, oder? Oh Mann, darf ich nicht mehr, oder was? Nein, genau, Flo, jetzt kannst du schimpfen. Der Corby war schuld. Das war sein Junggesellenabschied, der mir das Knie zerstört hat. Kein Mensch hat gesagt, du nimmst jetzt bitte 2 Paintball-Gewehre und machst dann auf Rambo, sondern das hast du selber entschlossen, okay? Punkt A war nicht der Rambo, sondern ich war der John Wick. Ja. Und Punkt B ist es doch instant ganz klar, dass man das tut, wenn man sowas in den Händen kriegt. Du hast nicht einmal gegen irgendjemanden geschossen, du warst allein in dem Ding und du hast da Lüge! Das ist doch eine Lüge, da war immer mindestens einer drin, auf den ich geschossen habe. Nein, überhaupt nicht. Der Kater verzeiht über die Geschichten verkehrt. Es ist gut, dass einer dabei ist, der die Wahrheit verzeiht. Super. Den Corby haben wir dann auch außer Drum von lauter Rausch, der weiß überhaupt nichts mehr von dem Fest. Ja, genau. Der hat über die Paintball-Kugeln gefressen und gesagt, geile M&M's, wenn er mal wach war. Nein. Das Beste war, wo er am Anfang gesagt hat, ja, und auf gar keinen Fall diese Kugeln irgendwo außerhalb vom Gelände fallen lassen. Und in dem Moment reiße ich die Tüten auf und alles voll am Boden. Ja, zumindest weißt du jetzt halt, Flo, der Corby ist der Verantwortliche. Wenn er dann 2022 mitkommt, dann reservierst du ihm mal ein paar Sackschellen. Ja, wobei man sagen muss, also so wie du da immer Hass säst, da in dem Podcast, hättest du auch die Eier haben können und dir einfach mit deiner Fußschelle da auftauchen können. Das Bein hättest du auch hochlegen dürfen. Ich bin nicht operiert worden jetzt. Aber nein, man muss ja immer weinen, gell? Ja, du weißt sehr, dass ich eigentlich ein sehr sensibler und emotionaler Mensch bin. Das hat man in der letzten Molex, hat man sich erklärt, wie sensibel das wir eigentlich wirklich sind. Der ganze Hass ist nur eine Fassade, das ist nur eine Fassade. Mit einem Rumgeheine, wo jeder warnen muss bei irgendwelche Sachen. Ja, genau. Tränen sind dazu da, dass man es verliert. Ne? Eben. Das ist einmal sehr reinigend, wenn man mal eine Stunde lang wohnt. So. Ja, schon. Das soll gut, dass wir das danach nicht aufgenommen haben, gell, wo wir dann alle Hüllen haben fallen lassen. Das soll jetzt auch unser Schluss sein, oder? Unser Schlusswort für diese Wolex-Folge. Tränen sind dafür da, um uns zu reinigen. Sich gegenseitig anweinen. Oh. Das ist irgendwie bizarr, aber irgendwie sexy. Ja, sich einreiben mit den Tränen anderer Leute. Richtig geil. Jetzt bin ich raunig, drum sage jetzt, hör mal auf und sage einen riesen Danke an den Flo. Richtig cool, dass du dabei warst und ich freue mich, dass du bei einer zweiten Folge jetzt dann dabei bist. Ja, danke schon mal bis dahin und bis gleich, bis irgendwann, wenn's die Hörer hören. Oder wird es direkt im Anschluss gebracht? Na, keine Ahnung, ihr macht es schon, das passt. Danke schon mal. Noch nicht, nein, das wird so, ich sage mal, in 1,5 Wochen werden wir es ungefähr rausbringen. So. Corby, Mike, an euch natürlich auch danke und ein riesen Dankeschön an unsere Hörer, die sich den geistigen Erguss von uns wieder mal angehört haben. Ihr wisst, was da müsst, aber zur Sicherheit sagt euch der Corby jetzt nochmal. Ja, also ihr dürft natürlich uns weiterhin Feedback schreiben, ihr dürft uns abonnieren, ihr dürft Glocken drücken, ihr dürft Rezensionen schreiben, uns auf Steady abonnieren. Ihr dürft uns auch Vorschläge bringen, was mal ihr als Warleck oder Bäleck habt, was wir uns anschauen sollen und dann verifizieren, ob das ja wirklich so stimmt. Ich glaube, dass der Kani da sehr objektiv immer an die ganzen Sachen rangeht und nicht zu viel Emotionen mit reinspulen lässt, gell? Ich und Emotionen, 0. Und wenn ihr schon dabei seid im Internet, dann schaut da beim Hardline vorbei, Hard_Line Regensburg und schaut euch mal da das an oder liked es bei Facebook, da gibt's immer wieder gute Sachen zum Singen und Grüße gehen nach Regensburg. Grüße zurück. Auf alle Fälle an alle Hardline-Leute, wir vermissen euch. Und alle vermissen euch, sag ich jetzt einfach mal so. Ja, aber 100 Pro. Ansonsten macht's es gut und bis zu der nächsten Folge beim
besten Podcast der Welt. Servus.